Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig. So, da hätten wir noch so einen Typ, der für die Wäscherei zuständig ist, und da haben wir noch unser alte Bekannte aus dem ersten Teil. Aber, ich sag mal, wir retten sie erstmal mit dem von der Wäscherei. Wissen Sie irgendwas über Lago Lagrande? Ich weiß gar nichts über Cargo oder Kontraband. Ich mach sauber. Wer sind Sie eigentlich? Ja, ich kann das, ich kann Grog extrahiere, Spucke und Schlamm mit, denn ich bin Mad Marty. Ich bin verrückt genug, Kleidung sauber zu machen. Okay. Ich habe da eine wäschereibezogene Frage. Ja, raus damit. Sind Sie auch in der Lage, Ketchup rauszukriegen? Was? Was rausnehmen? Was willst du, dass ich mach? Nix. Da hätte ich aber noch eine andere Frucht, die drauf basiert. Ja, schieß, los. Alterations weiß ich leider nicht. Was? Alterationen? Sie wollen, dass ich die Nummer von der Essenstempel wegmache? Sie haben ja ein paar Nerven. Ja, macht ja nix. Ich würde mir ein paar Kleider gern abholen. Haben Sie haben Sie den Wäscheschein? Nein, ich hab mein Wäschezettel nicht. Dann habe ich verloren, während ich Kiel geholt wurde. Ich habe mir in meinen Grog reingemacht und dann ist er geschmolzen. Ja, die Mama hat's weggeworfen, als sie meinen Raum sauber, als er mein Zimmer aufgeräumt hat. Die muss ich in der anderen Hose haben. Ja, komm. Nee, meine Mama hat sie weggeworfen, während sie mein Zimmer aufgeräumt hat. Was? Sie haben Ihre Mutter mit dem Besen niedergemacht? Das habe ich jetzt... Oh Mann, es geht zu schnell, Obwohl das alles auf Slow wie Sau ist. Okay, dann hätte ich trotzdem nur ganz gerne ein paar Klamotten. Wäschereiausweis wieder. Was haben wir dann nur noch? Nee, den muss ich in meinen Grog gepackt haben, und dann ist er geschmolzen. Oh Mann. Auf jeden Fall war es eine gute Ausrede. The Lock? The Lock? Oh Mann, ich komme da alles nicht hinterher bei dem ganzen Pirate-Vokabular. Können wir noch irgendeine Frucht stellen? Okay, eigentlich nichts. Das macht mir nichts. Also ich kümmere mich doch nicht darum, dass die Klamotten sauer werden. Oh Mann, das geht zu schnell, und das Vokabular Gewitter erleiht. Okay, dann können wir nochmal hier wieder was machen, wo er sich kräftig dabei verhören kann. Die müssen in der anderen Hose sein, Klassiker, ne? Was? Ich hab's gegen in Schokolade getunkte Ameise ausgetauscht, Alter. Okay, statt Pants oder dann wohl Ants, verstanden? Nee, das wurde geklaut. Ach, so ein Klassiker. Das zum Bowling mitzunehmen oder damit zu bowlen ist aber ziemlich blöd, was du machen kannst. Ja, und dann noch der andere Klassiker, oder was war dann nur noch? Nee, kein Klassiker, sondern das war dann das, genau, während ich Kiel geholt worden bin, habe ich ihn verloren. Was? Irgendwas mit einem Hund? Was hat denn das mit dem Ticket zu tun? Okay, na gut. Ups, ich habe gedacht, ich müsste ihn retten, aber eigentlich will ich das gar nicht. So, dann können wir jetzt endlich mal wieder mit unseren Kumpels hier retten. Mann, das geht als echt zu schnell, du. Oh, jetzt dreht die Musik aber auf. Yo ho! Was ist denn da los? Ich hoffe, ich krieg die Stimme noch von denen genauso hier. Hey, erinnert ihr euch an mich? Ich bin Guybrush. Woher sollten wir dich kennen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin der die Welt von LeChuck befreit hat. Ich bin Guybrush. Ihr habt mir versucht, so Manifest bzw. das PTA-Meeting im letzten Spiel zu verkaufen, aber und habt mir das als Map verkaufen wollen. Machen wir es doch mal so. Wir kennen uns aus dem vorigen Spiel.
Kart? Ich weiß nicht, warum immer du da rätscht. Nee, wirklich. Und warum sollst du uns aufwecken, Gorbusch? Was macht denn ihr Kerle eigentlich hier? Wir performen. Das stimmt, wir performen. Das machen wir die ganze Zeit hier. Naja, das mit dem Zirkus ist nicht so gut gelaufen und da wollten wir Catering-Geschäft aufmachen im Fat Island. Das ist mal ziemlich lukrativ eigentlich. Und warum macht er das immer? Warum macht er das nicht mehr? Naja, der Gouverneur von der Insel, der hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen konnten. Also haben wir das Geschäft verkauft. Und was habt ihr dann mit dem Geld gemacht, was ihr da gekriegt habt? Na, wir haben es in die Glasboote investiert. Ja, wir wollten ein paar Touristen zur Sightseeing bringen. Und dann ist das Ding direkt bei Drinky Island untergegangen oder was. Und auf Drinky Island haben wir eigentlich gedacht, wäre der legendäre Schatz von Big Whoop. Oh, Big Whoop, da noch gucke ich auch. Naja, ich hoffe, du hast mehr Glück als mir. Naja, das war nicht so besonders toll mit dem Boot. Ja, da gab's kein Glas im Boot, da war nur ein Loch drin. Und als wir das gemerkt haben, waren wir schon im Wasser drin. Und dann sind wir auf so einer kleinen Insel gelandet, die verlassen war. Nee, nicht so gut. Und wann kommen wir dann endlich zu dem Part, wo ihr als Performing-Künstler auftreten? Naja, wir haben so einen Philosoph getroffen, der hat uns unser Leben geändert. Das hier nur so ein paar Looney. Ich überlege gerade, Witzfiguren im Prinzip, ne? Dass ihr Leute, die an euch vorbeigehen, langweilt mit, zu Tränen langweilt mit langer Geschichte. Was ist es? Was hat er gesagt? Sagt's mir jetzt! Na, sagen wir es mal so, dass ihr jeden, der vorbeikommt, mit eurer langweiligen Geschichte zu Tränen langweilt. Er hat gesagt, dass die Welt eine Bühne ist und wir alle nur Spieler sind. Und unsere jetzige Arbeit sind wir im Prinzip Leute, die zeigen, dass man nichts schafft. Also im Prinzip, sinngemäß würde ich mal sagen, sie stellen Leute da, die zeigen, wie sich der Weltarbeitsmarkt ändert. Und wie so stellt ihr das hier auf dem Ding dar? Ist es euer Ratte? Frommer Modest. Ja, die heißt Münstermonster, weil sie sehr große Leidenschaft für Käse hat. Und was ist da mit einem Bär eigentlich passiert? So, ihr beim letzten Mal zwei gehabt. Das ist während der Performance passiert. Als das Bär verloren hat, Mist. Das Symbol vom Käse war auf jeden Fall essentiell. Und irgendwas so repräsentiert das Bär, aber ich bräuchte noch ein bisschen Politur vom Schreiner. Verflixt nochmal, das geht so schnell. Okay, dann gib mir auf jeden Fall mal Geld für die Polituren, ich besorge da welche. Okay. Und wieso performt er dann hier auf dem Schiffsteil? Um die prekäre Lage von der Situation darzustellen. Genau. Okay, meine Fresse. Ich verstehe schon. Ja, verstehst? Na gut. Alle Hauptkerle, wir sehen uns später. Wir können es kaum erwarten. Na, dann ratzen sie halt wieder weiter. Wir gucken Domorei. Das ist nur ein Eimer. Können wir den mitnehmen? Hey, lass den hier in Ruhe. Entschuldigung, ist das dein Eimer? Naja, eigentlich nicht. Und warum macht's da dann was aus, wenn ich ihn nehmen würde? Naja, eigentlich macht's mal nichts aus. Okay. Da haben wir noch einen Piaster kriegt. Und das Ding brauchen wir später auf jeden Fall auch noch. So. Ah, Moment, mir fällt noch was ein. Ich glaube, eins müssen wir hier noch machen, um Lago wieder zu triggern. Gucken wir mal hier drauf auf das Schild. Okay, er trägt dann die Verantwortung dafür, wenn hier irgendwelche Sachen aufgehängt werden, die dann weggenommen werden. Und hier? Wir säubern kein Leder.
Okay, und nicht verantwortlich für fehlende Knöpfe und Haken. Okay, nee, Lago wird dann, glaube ich, erst später getriggert hier. Na gut. Dann holen wir doch mal ein bisschen Politur. Gehen wir zum Schreiner, beziehungsweise zum Zimmermann. Und retten wir mit dem nochmal. Ja. Könnte ich hier irgendwo Holzpolitur kaufen? Das macht dann ein Piaster. Noch irgendwas? Nee, ich guck mich nur um. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir Holzpolitur gekauft. Und das Schild gucken wir uns auch noch an. Da müsste dann eigentlich blutige Lippe draufstehen oder sowas, ne? Ja, genau. Blutige Lippe Bar mit Restaurant. On my lines. Ja, wenn ich das Zeug doch nur auf meine Untertitel oder was verwenden könnte. Irgendwas in der Art auf jeden Fall. Meine Fresse, mal Englisch lässt echt zu Wünsche übrig. So. Dann polieren wir da mal so Holzbär. Danke. Hier kriegst du noch ein Piaster von der Herbert, von der Umstände. Alles klar. Sehr schön, jetzt haben wir ein Piaster wieder zurück von unserem ursprünglichen gigantischen Reichtum. So, dann gehen wir noch zum Hotel. Du musst ich sagen, das ist auch mein persönliches Lieblings-Sub-Theme von Woodtick. Mal gucken, wie sie es hier in der Special Edition darstellen. Na, ein bisschen lahm, aber an sich ist das hier eigentlich ein sehr schönes Sub-Theme. Hier gibt es noch einen Gast. Ja, aber der Lago, der frisst für 30. Okay, dann sprechen wir doch mal mit dem lustigen Kerl hier, der sehr geschäftig ist. Entschuldigung, ich hätte gerne Raum oder Zimmer. Ja, mir nur einer und das ist voll. Okay, mehr können wir mit dem auch nicht retten. Da ist noch ein Alligator, da gucken wir uns natürlich auch mal an. Oh, ist der nicht goldig. Und da ist noch ein Seil. Wollen wir mal, ob wir das mitnehmen können. Ja, das ist ziemlich sicher festgebunden. Aber wir haben jetzt zum Glück ein Messer. Und wupp. Hey, wo ist denn der alte Wadebeißer jetzt hier? Ich gucke mal lieber hinterher, bevor sich noch irgendeiner schnappt. Gut, dann ist da nämlich auch in der Schale was drin. Und zwar Käsereste. Irgendein Favorit hat er noch gesagt, aber ich weiß nicht, was für einer. Das war viel zu schnell. Das konnte dann wahrscheinlich nicht mal jemand lesen, der mit dem Englisch hinterherkommt beim Lesen. Ne, Quatsch, das brauchen wir noch nicht. Wir gehen erstmal zu Lago rein ins Zimmer. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen was machen, bevor der Kaspar zurückkommt. Die können wir aufmachen, die der. Und dann gehen wir mal ins Zimmer. So. Da ist ein Toupet, das brauchen wir. Ansonsten gehen wir schnell raus, bevor er wieder kommt. Weil wir müssen eine Voodoo-Puppe basteln, dafür brauchen wir seine Körperflüssigkeit, wir brauchen Haar von ihm. Dann brauchen wir, glaube ich, noch was von seiner Kleidung und wir brauchen noch was von seinen Vorfahren. So, das heißt, in Woodtick sind wir jetzt erst einmal durch. Und ich müsste mal ganz kurz Pause machen. Bin sofort wieder da, ihr liebe Leute. Da bin ich wieder. Sorry, es hat mal wieder geklingelt. Da musste ich dann schnell wieder hier. Wir können noch zum Strand, wir können zum Sumpf, zum Friedhof und wir können noch zur Halbinsel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Strand wieder. Genau, da ist nämlich ein kleiner Stock, den wir noch brauchen. Den brauchen wir für später. Da hinten kommen wir noch nicht hier und mit, wie hießen sie? Bart und Fink hießen sie, glaube ich. Das ist der Fink, genau, Bart und Fink. So, da noch hin müssen wir auch erst später. Da brauchen wir nämlich einen Schlüssel davor, weiß ich noch. Also wieder da weg. Dann müssen wir zum Sumpf. Da können wir nämlich, bevor wir zu der Voodoo Lady gehen, holen wir uns nämlich erstmal ein bisschen Sumpfschlamm. So, irgendwas soll noch erzählt, was schnell wegging. Das ist meins, alles meins. Okay. Gucken wir uns das Schild mal an.
Internationales Haus des Mojo. Alles klar, gehen wir mal rein. Können wir den benutzen? Jo, natürlich können wir das. Rudere zu. Immer tiefer in den Sumpf rein. Denn die Voodoo Lady, die wohnt jetzt nicht mehr in der Stadt. Die Voodoo Lady hat sich ihr eigenes A-Wesen zugelegt. Und zwar diesen äußerst beeindruckende Voodoo-Schädel. Ja, du weißt mal wieder, wo man bei Fluch der Karibik geklaut hat für diese Voodoo-Dame, die im Sumpf haust, ne? Zack. Wir gucken uns auf jeden Fall mal hier den Schädel an. Das ist nur ein Auslagemodell. Hier sind auch die Aare, die aus Steuerräder gemacht wurden. Eigentlich auch ganz pfiffig die Idee. So, da ist noch hier ein Krug. Fruchtsalat. Mit schwerem Sirup. Okay. Hier müsste, glaube ich, irgendwo noch ein Fader sein oder sowas, was wir mitnehmen könnten. Bücher sind noch da, aber... Sieht aus, als wären es Voodoo-Bücher. Also ich übersetze es einfach mal grob. Okay, die hängen noch nicht mal irgendwas dran. Die hängen Beschriftungen dran. Ah, wo war dann das noch? War das dann hier, wo ich den Fader kriege? Ich weiß es gar nicht mehr so sicher. Ja, genau, da ist er doch. Da ist er doch, der Fader. Genau den brauchen wir. Zack. Irgendwas hat er wieder erzählt dazu. Und jetzt ist er zwar noch hier als Grafik da, der Vater. Aber er ist nicht mehr als Art-Zeigemodell da. So, dann gehen wir nochmal zu der Voodoo Lady. Die sieht auch immer noch so aus. Hey, Brush Threepwood. Schon lange Zeit her, dass wir uns gesehen haben. Kennen wir uns irgendwo her? Sagen wir was über den Lago-Kerl. Wie läuft's Geschäft? Ich wollte nur Hallo sagen. Dann mach's mal gut. Aber was haben wir mal hier? Kenn ich dich von irgendwoher? Ja, wir vergessen immer die uns am meisten helfen. Machen wir das? Ich war diejenige, die dir gesagt hat, wie man LeChuck los wird. Und wo du die Voodoo-Antiwurzel findest. Und wie man diese wunderbare Trank braut. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Eigentlich waren es die Kannibale, die man den Trank gebraut haben. Aber ja, man schmückt sich gern mit fremden Federn, ne? Wie läuft dann das Geschäft eigentlich? Sehr gut. Viele Flüche die Woche. Hab viele Leute vom bösen Arch gerettet oder befreit. Und viele Piaster verdient. Ja. Sagen wir doch mal irgendwas über den Lago-Kerl. Ein kleiner, schwacher Mann, der die Leute hier auf der Insel terrorisiert. Viele haben Angst, weil er mal der erste Mord von LeChuck war. Aber LeChuck ist doch Geschichte, ich habe ihn doch selber beseitigt. Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden, du wirst schon sehen. Warum verhexen sie den Lago eigentlich nicht oder belegen ihn mit dem Fluch? Das habe ich versucht, aber die mächtigste Voodoo-Kraft liegt in Voodoo-Puppe. Und niemand war tapfer genug, die Zutaten für so Voodoo-Puppe zu besorgen. Tja, ich würde ja eigentlich ganz gern die Zutaten besorgen, die sie so für eine Voodoo-Puppe bräuchten, wenn ich es nur wüsste. Sind sie wirklich, oder bist du wirklich bereit, mir dabei zu helfen? Ja, vielleicht. Du musst mir sehr viele persönliche Sachen vom Opfer bringen. Jede Voodoo-Puppe hat 4 Gruppierungen, die sie braucht. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas von den Toten. Ja, das reimt sich sogar noch. Für den Faden brauche ich was von Lagos Kleidung. Und ein bisschen von Haare wäre ganz gut. Und noch zusätzlich irgendeine Körperflüssigkeit. Und ich brauche noch was von seiner tote Ahne. Hier, ich gebe dir die Licht. Dankeschön. Hast du irgendwelche Zutaten? Die bringen wir später, wenn wir sie alle beisammen haben. Gut, jetzt geh. Hey, aber ich wollte noch irgendwas anderes. Nochmal mit dir sprechen. Wieder zurück, Herr Threepwood. Ja, ich will, dass du mir meine Zukunft voraussagst. Ich sehe schwer eine schwierige Straße der Aufgaben vor dir. Und es war nicht einfach, nachdem du LeChuck besiegt hast. Und wollen, dass du dich immer wieder weiter und weiter beweist. Oh Gott. Sogar Elaine hat anscheinend verloren. Ja, das reicht mal jetzt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder. Mach's mal gut. So sei es. Okay, die ist etwas kryptisch nach wie vor. Wir gehen jetzt noch raus aus dem Sumpf.
Und dann würde ich sagen, wenn ich hier raus bin, mache ich auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.